Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle Entreprises, die für Etat d'urgence viabel war, kann eng Demande de prêt machen, die mit diesem Projekt de loi vom Staat garantiert wird. Entreprisen, die ja finanzielle Schwierigkeiten sind, können zwischen dem 18. März und dem 31. Dezember des Jahres neue Präe bewilligt kriegen, die vom Staat garantiert gehen. Ziel also, die Arbeitsplätze und die ökonomische Aktivität von den jeweiligen Entreprisen inner den bekannten Konditionen nämlich zu garantieren. Das ist ein Komplementärinstrument, das appliziert kann geben und Entreprisen ihre Besoin au fond de roulement nicht mehr kommen können. Damit sie aber eine gewisse Möglichkeit haben, dem Impact vom Coronavirus mehr zu gehen. Die Relance von der Lützburger Ökonomie sollte nicht erschwert gehen, und der potenziellen zukünftige Wachstum sollte nicht direkt schon Opfer von der Krise gehen. Dafür können die Garantien von 2,5 Milliarden beitragen. Auch an unseren Notbeschlägen haben sich die jeweiligen Politiker mit der vom Staat garantiert bewilligte Prämie beschäftigt. In Frankreich ist den Entreprisen das Garantie auch versprochen gehen. Leider ist die Umsetzung von dem Projekt doch ein bisschen minder erfolgreich, wie es sich erhofft hat. Viele Entreprisen haben ihre Prädemande refusiert gekriegt. Den administrativen Aufwand ist auch ein grosses Problem an unseren Notbeschlägen. Wichtig ist, dass so heute dann die Richtlinien und die Konventionen, die mit den Banken verhandelt gehen, auch keine neuen administrativen Wasserkap entsteht, weil es eben gerade da wäre, wo die Entreprisen eine weitere Stolperstein auf ihrem Weg an die Relance könnte gelöscht kriegen. Es sind viele Ressourcen nötig, für das Demanden zu trätieren. Und ich meine, wir haben nicht beim Chômage partiell gesehen, dass der Ramp-up von neuen Ressourcen nicht immer ohne Hit geht. Und ich hoffe, dass das bei diesem Projekt dann ein bisschen besser geht, wie das bei anderen Äden, die schon wie lange laufen und die sich auch mittlerweile etabliert tun, dann funktioniert. Als Belgien Opere will mit ihrem Bazooka-System Prämie garantieren, allein schon den Numm, den sie gewählt haben, weist, wie grav die Situation ist, für was doch außergewöhnliche Maßnahmen sind, die hier getroffen gehen. Die Belgien noch von der Bazooka geschwätzt, Herr Bauler. Da sind wir schon mal zwischen zwei noppische Länder, die von Bazooka schwätzen hat, fängt zwar um ein bisschen Sorgen zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob der Kap anziehen durchgeht. Ich schaffe nun bald darum, dass mein Ziel fast immer mehr klein geht an den letzten Tagen. Am Bezug auf die Exekution von der Prozedur wünschen wir uns als Piraten also, dass ein präzises Suivi gemacht werden kann, und dass die Prämien also auch sehr und einfach können oktroyiert gehen. Herr Präsident, Liquiditätsprobleme von den Lützburger Entreprisen sollen können gedeckt gehen. Davon betroffen sind all die Betriebe, die temporäre Schwierigkeiten sind. Das Problem sind natürlich die Betriebe, die auch schon für drun teilweise Schwierigkeiten waren. Und ich meine, dass das, auch wenn es aus europäischen Regeln nachher geht, doch ein Problem ist, dass man vielleicht verschiedene Entreprisen gerade an einer Krise nach einem den letzten Stoß über den Aufgrund weggehen, an dem man sie von einer ganzen Reihe von Mesuren ekartieren. Entreprisen, die mit verschiedenen Obligationen auf Verzug waren, die vielleicht unter normalen wirtschaftlichen Konditionen sich erkrabbelt hätten, die können sich sicher nicht erkrabbeln. Und auch den Impact müssen wir nach der Krise müssen gucken, für den, so gut es geht, aufzufördern. Das wird hauptsächlich einen Impact auf den Fonds pour l'Emploi haben, aber das wird auch einen Impact auf die Volontät von Leuten, für eine neue Aktivität vielleicht auch zu lancieren. Für allem meine ich es wichtig, hier anzumerken, dass ein ganz Reihe von den Betrieben nicht freiwillig abgehalten haben mit ihrer Aktivität und nicht freiwillig gesagt haben, wir können es nicht schaffen. Es war ein richtiger Akt von der Regierung für ihn zu sagen, der muss so machen. Aber nichtsdestotrotz war es ein Akt volontär von der Regierung für die Betriebe zu verbieten, verschiedene Aktivitäten zu exekutieren. Und dementsprechend gesehen auch die Responsabilität bei genau der Regierung für dann dafür zu sorgen, dass die Betriebe weiter können existieren. Ob das independent sind oder Großbetriebe, möchte sich kein Unterschied. Am Ende vom Tag, jeder, der von Mesuren getroffen ist, soll doch indemnifiziert gehen. Das ist gut, dass man nicht schon CETA oder ähnliche Treaty unterschrieben haben und schon applizieren, weil du können sich vorstellen, ob dann die Klausel vom Investitionsschutz
auch lo geltend gäfe gemacht gehen an enger sanitärer Krise. Wenn wir als Staat einen Betrieb verbieten zu schaffen, kennt das je no Schiedsgericht doch hypothetisch so eine Klausel lancieren. Ich meine, dass das Krise weist, wie wichtig es ist, dass wir als Staat den Spielraum losen, für so Mesuren zu holen, ohne das Risiko anzugehen, ob Schuldenersatz nach zusätzlich verklagt zu gehen. Ich meine, dass das etwas ist, was man definitiv auch, wenn man über die internationalen Treaty de Libre-Échange diskutieren müssten, schwätzen. Die 2,5 Milliarden Garantien, da muss ich so ein kein größeren Problem. Sind halt Garantien. Wir wissen auch nicht, was steht, schlussendlich wird kosten. Es kann sein, dass wenn tatsächlich alles gut gehen an einer super Welt, so wie das nur 2018 der Fall war, dass der Staat bei dieser Operation, bei diesem 2008, ja, nur der Krise, dass wir ein Boni machen. Es kann sein, dass diese Operation noch einen positiven Effekt auf die Staatskasse tun, wenn alle Prämien zurückbezahlt gehen, wenn alle Freie bezahlt werden, aber wenn wir kein Ausfall zu beklagen haben. Das wäre ein Traum-Szenario. Können das dazu? Wir wissen es nicht. Haut sind wir Entrepreneur. Haut lancieren wir uns an ein unbekanntes Risiko von 2,5 Milliarden Garantien, wo wir nicht wissen, ob noch 2,5 Milliarden ausbezahlt müssen gehen, ob wir ob Null rauskommen oder ob wir vielleicht einen kleinen Accident generieren. Alexandra Ballmann, Präsidentin vom Jungen Handwerk, hat in einem rezenten Artikel so schön gesagt, trau dich, mach dich selbstständig, krut an dieser Zeit eine ganz neue Bedeutung. Weil es muss wirklich an Zukunft Courage haben, wenn ich weiß, dass wenn es hart auf hart kommt, in eine Länge steht. Und am nämlichsten Moment vom Tag, wo das publiziert wird, hat der Vizepremier Dan Kerschner einmal noch gelöst und das auch so quasi konfirmiert, mit der auch so, wenn ein Independent Chômage partiell will, dann muss ein abhalten, independent zu sein. Ich muss sagen, das darf nicht die Message sein, die wir dabei zu vermitteln. Und ich bin froh, dass dieses Projekt, das wir gerade diskutieren, an die andere Richtung geht. Muss ich sich aber vorstellen, wie es da mit der Kohärenz von den Aussagen ist. Es darf nicht sein, dass aus einem Traudisch, den wir die letzten Jahre immer lanciert haben, ein Traudisch nicht direkt aus dem Mund von einem Vizepremier geht. So kann ich den Traum von der Startup Nation Lützeburg nämlich direkt vergessen. Piraten sind sich bewusst, dass in irgendwo muss aufhängen man Entscheidungen, an denen noch Limiten muss setzen, an wie dass man nicht mit all den Limiten ganz einverstanden sind, die am Projekt de Loi geholt wurden, haben wir dann noch ein Amendement deposiert, den ich dem Präsident gebe. An dem Amendement fordern wir, dass au contraire von dem, was am Gesetz steht, neu gegründeten Jeune Entreprise innovant, und ich bin mir bewusst, da gehen wir Männer weit wie die Amendmente von der CSV, die das auf alle jungen Entreprisen wollen, aus denen, was ich auch ganz sympathisch fand, wir haben uns bewusste Schwachmacher von der Jeune Entreprise innovant zu schwätzen, Start-upen, Firmen, die ein sehr Wurstum wollen hinlegen, dass die nicht nehmen, die echt 5 Monate, also Firmen, die das Jahr gegründet haben, können hier Coût salarial estimieren, mit dat all Firmen, die all Jeune Entreprise innovant, die das letztes Jahr gemacht hat, kennt auch benutzen als Grundlage für eben hier Prämien zu frohen. Und dann kommen wir zu dem ledigen Punkt vom Prä. Der wir nicht vergessen, das Gesetz geht nicht nur um Staatsgarantien, das Gesetz geht auch um einen neuen Emprunt, den Chamber der Regierung autorisiert. Das heißt nicht, dass die Suen, die wir heute autorisieren, nur geholt gehen. Das ist etwas mantraartig an letzten Autorisationen immer wiederholt wird. Wir wissen, dass die 3 Milliarden, die wir heute stimmen, tatsächlich gebraucht gehen. Muss sich aber vorstellen, wenn aufmerksam das Budget 2020 gelesen hat, der weiß, dass der Staat heute schon recht tut, 3,2 Milliarden, wie der Finanzminister an der Kommission gesagt hat, zu zählen. Das heißt, was wir heute machen, ist, wir geben der Regierung recht,
nicht 3,2 Milliarden zählen zu gehen, nicht 3 Milliarden zählen zu los, wie das Gesetz gibt, und heute mehr insgesamt, ohne in eine Chamber zu kommen, 6,2 Milliarden. Aber wenn ich dann höre, dass der Claude Hagen ugedeiht hat, auf der Tribüne, dass den 6 Milliarden jo kein zählen, ohne die Stabilitätskriterien von Brüssel auf Frage zu stellen, da könnte man die Zusammensetzung von 6,2 Milliarden, die wir autorisieren, wenn wir das heute stimmen, doch ein bisschen spurisch für. Das ist nämlich komischerweise der Moment, an den die Claude Hagen für den Hai angeschwärzt hat. War der freudsche Versprecher? Ich kann ihr nicht so, und ich meine, der Claude Hagen will der Person, Herr Präsident, ich gebe ihm auch, ich gebe ihm leider noch zugestellt. Den Herr Hagen will ich euch vorstellen. Ja, Herr Hagen, du Herr Präsident, das war kein freudscher Versprecher. Ich bin zu einem Schnitt die 60% vorgestellt von Brüssel, wie das nennt. Wir haben darauf hingewiesen, mit 30%. 30% war am Judograd Brüssel an dem 30% Koalitionsakkord, dass die 6 Millionen könnte zugehen, dass ihn dann die Kriterien vis-à-vis vom Regierungsakkord noch immer respektieren. Das tun ich dazu gesagt. Ich gehe kurz regeln, Herr Klemmer. Ich aktieren die Ausso, dass der Regierungsakkord vorgesagt nach könne bis zu 6 Milliarden zu lehnen, und die Hauptchamber soll genau das autorisieren. Das ist das, was wir heute machen. Ich sage dafür auch, wir werden garantieren, auf alle Fall mitstimmen, weil das den Entreprisen hilft. Wir werden aber, was den Prä angeht, dagegen stimmen, weil wir der Meinung sind, dass der Staat heute recht hat, 3,2 Milliarden zu zählen, und als sich soll seine Reserven zählen, eher den neue Prä bei der Chamber könnte. So nicht, merci. Frohen, wo in Amengariert, Heieren hat, dass ich behauptet hätte, mir geben nicht für das Start-up. Ich habe schon kritisiert, dass den heute Projekt am Mengen nicht weit genug geht für Start-upen. Ich kann mich aber nicht erinnern, Amengariert gesagt zu haben, dass ich gesagt habe, mir geben nicht für das Start-up. Ich meine, schon noch an der Kommission gesagt gehabt, dass man eine ganz rutsch Sache machen, dass das halt komplementär ist. Dafür hat mich die Aussage aber ein bisschen erstaunt. Dann vielleicht habe ich Mengeriert selber eine schlechte Erinnerung, aber da kann der Minister mich erhellen.